Alarm! Alarm! Grüß euch, Servus und habe die Ehre. Ich bin gerade unterm Schneiden bzw. Hochladen von meinem neuen Video und bin da über was gestolpert. Und muss ich ganz ehrlich sagen, da kriege ich richtig Blutdruck. Wird das ein Rage-Video? Ja, ich glaube ein bisschen schon, aber kurz, was ist passiert? Lichtbild-Idealist, kennt ihr vielleicht, Klaus Helmich, 25.000 Abonnenten, ist vor ein paar Tagen gehackt worden. Ich habe mir die Videos angeschaut von ihm, ich verlinke euch das drunter und bin da eigentlich ziemlich entsetzt gerade. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ganz kurz, er ist gehackt worden, der Klaus, anscheinend über Kooperationsanfrage, ist dann weitergeleitet worden auf diverse Seiten, wo er den Kooperationsvertrag digital unterschreiben hätte sollen. Der Klaus hat das alles vorher recherchiert, gegoogelt und war echt der Meinung, es ist seriös und ist dann leider drauf reingefallen. Und innerhalb von ein paar Minuten war sein kompletter YouTube-Account nicht weg, aber er konnte nicht mehr darauf zugreifen. Daraufhin ist anscheinend sind dann da Streams draufgelaufen, Bitcoin-Werbestreams. Und seine Zuschauer haben das dann bei YouTube gemeldet und YouTube ist hergegangen und hat den Kanal gesperrt. Ich hoffe mal nicht gelöscht. Ja, richtig krass, richtig hart. Ich habe mir die 3 Videos angeschaut von Klaus und war da eigentlich wirklich entsetzt, was er für einen Support bekommen hat von Google und von YouTube. Außer quasi im Großen und Ganzen automatisierte E-Mail-Antworten kam da nichts. Wer ist am Apparat? Hallo? Ja, hallo, ist Marion. Hallo Marion. Ich habe eine Frage. Ich habe einen Mann kennengelernt und möchte wissen, ob aus uns was wird. Nein. Aha. Alles Gute. Ich finde es ziemlich krass und mir fehlen da wirklich die Worte. Weil der Klaus hat 10 Jahre YouTube gemacht, 25.000 Abonnenten. Und egal wie groß der Account ist und wenn man 50 Abonnenten hat, ist man stolz drauf. Steckt Arbeit rein, Zeit, Geld, Ideen, Kreativität. Und dann wird man von so asozialen gehackt, missbraucht für kurze Reichweite, um seine betrügerischen Bitcoin, Krypto-Scheißding zu verbreiten und da noch mehr Leute abzuzocken. Leider ist es wirklich so. Ich habe mich da mal eine ganze Zeit lang damit beschäftigt. Bis vor kurzem hat es sogar noch funktioniert über ChatGPT, zum Beispiel original PayPal, Login-Seite zu kreieren. Mit einem Prompt hast du eine 1:1 Seite bekommen. Wenn man so Seiten hostet, funktioniert das auch über DNS-Server, dass man da die Herkunft dementsprechend umleiten, routen, verschlüsseln kann. Es ist für einen normalen Menschen, und davon gehe ich aus, dass der Klaus ein normaler Mensch ist, der ein bisschen wach ist in der Birne, reinfallen kann. Nicht jeder ist Informatiker. Woran hat's gelegen? Herr Ju, woran hat gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran gelegen hat. Was so krass ist in seinen Videos, er bekommt halt einfach keinerlei Support, weder von YouTube noch von Google. Und jetzt stellt euch mal vor, euer Google-Konto wäre gehackt, was da alles dranhängt. Vielleicht habt ihr Google Pay eingerichtet oder AdSense zum Beispiel für monetarisierte Kanäle. Da läuft ja schließlich auch das ganze Finanzielle drüber. Also ist nicht nur der Zugriff auf einen YouTube-Account, was die Videos angeht, sondern auch das ganze Finanzielle, was dahinter steht. Was ich mir auch schlimm vorstelle, ist, wenn das jetzt mir passieren würde,
Man hat ja Verpflichtungen von Kooperationsverträgen, die man jetzt vielleicht so schnell nicht erfüllen kann. Ich finde das einfach von YouTube auch so krass. Wisst ihr, da kriegt man so einen scheiß Lego-Bausteine. Lego-Bausteine kriegt man als Wertschätzung für deine Arbeit als Creator. Wo, YouTube, ist bitte die Wertschätzung, wenn so ein großer Account gehackt wird und man YouTube wirklich um Hilfe bittet? Und dann kriegt man Standardantworten und keinen wirklichen Ansprechpartner. Da hast du Pech! Finde ich irgendwie Doppelmoral von YouTube. Auf der einen Seite die große Wertschätzung, dass wir für einen Stundenlohn von 1 Euro brutto für YouTube arbeiten. Was anderes ist nichts. Ist es nicht. Wir kreieren Content für YouTube und zwar echten Content und keinen KI-Content. Und da steckt wirklich Arbeit drin. Ob das die Software ist, ob das die Musik ist, ob das Kooperationssachen sind, ob das ganze Bürokratische ist, ob das Equipment ist. Ich schreibe mir teilweise Skripte und ja, fast schon Drehbücher. Das sind Arbeitszeiten, Lebenszeit und das finde ich total hart. Bis vor kurzem hat er jetzt noch 500 Abonnenten gehabt, das geht schon aufwärts, habe ich gesehen. 4.850. Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Ich habe nur eine Bier getrunken, eine Bier. Also wie gesagt, mir ist das auch schon passiert. PayPal-Konto wurde bei mir mal gehackt, stellt sich das vor. Ich wollte einkaufen, stehe in der Kasse, will mit der EC-Karte zahlen, geht nichts. Schaue im Handy schnell nach, Bankkonto, Konto leer. PayPal ist ja mit dem Bankkonto verbunden und da hat jemand Autoreifen gekauft und so weiter, das ganze komplette Konto leer geräumt. Bei mir gab es damals bei der Polizei so eine Sonderabteilung für Internetkriminalität. Nachdem ich noch ein bisschen versiert bin, habe ich da die IP-Nummer auch zurückverfolgen können. Und es war tatsächlich eine kleine Hinterhof-Werkstatt in Berlin. Den haben sie erwischt und ich habe das Geld da zurückbekommen. Wie das jetzt beim Klaus Helmich weitergeht, weiß ich nicht. Ich wünsche ihm, dass er den wieder zurückbekommt. Seinen neuen Account, oder den Account, den er vorher schon gehabt hat, mit einem anderen Thema, nutzt er jetzt momentan. Ich verlinke euch das natürlich. Lichtbild Idealisten Reloaded. Hat schon fast 5000 Abonnenten wieder innerhalb von ein paar Tagen. Klingt zwar viel, aber im Gegensatz zu 25.000. Ich bin einfach entsetzt, aber es gibt wirklich Hackergruppen. Ich verlinke euch da ein Video drunter, da geht es darum. Da gibt es ganze Dörfer und Städte, keine Ahnung, im Ostblock, Rumänien, die von nichts anderem leben, außer Phishing-Sachen und das fällt. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das ein Trojaner war. Ich glaube, das war eher so ein Phishing. Es war ein Phishing-Versuch, der wahrscheinlich geklappt hat und über den Phishing-Versuch hat er sich dann einen Trojaner anscheinend eingefangen. Ja, also ich bin entsetzt. Wenn ich am Klaus jetzt da nicht viel helfen kann mit meiner Reichweite, mit meinen 1800 treuen Zuschauern, schaut bei ihm vorbei und vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Abos mehr von meiner Community aus. Der stete Tropfen hüllt den Stein. Kleinvieh macht auch Mist, sagt man. Innerhalb der Foto-Community sollte man dann doch irgendwo zusammenhelfen. Schaut's vorbei, hinterlässt sie mal einen netten Kommentar vielleicht. Sag Fabio, Samstag gibt eine fette Party und ich bin dabei. Ich bin's Patrick und ich bin auch dabei. Und ich bin auch dabei. Wir können momentan nicht auf jeden Kommentar antworten, weil es einfach viel zu viel ist. Aber bin mir sicher, der Klaus liest es. Ja, wie gesagt, entsetzt von Google und YouTube. Die Unterstützung von einem Creator, von jemandem, der für YouTube so viel macht, Content kreiert, so in den Stich gelassen zu werden, macht mir auch irgendwie so ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, doch. Also ich verlinke euch den neuen Kanal von Klaus drunter.
seine Videos, die Dokumentation über so Hackergruppen, hochspannend, ganz, ganz spannend. Mir fällt leider jetzt nichts anderes ein, wie ein Klaus helfen kann, außer eigentlich, ich koche eigentlich vor Wut, eigentlich könnte ich schreien, weil ich weiß, wie das selber ist, wenn man so viel Herzblut reinsteckt in seinen kleinen Kanal und dann wird mir nichts passieren. Wieder von vorn anfangen, wieder von vorn, 10 Jahre, so lange Zeit. Bei mir sind es jetzt 2, 3 Jahre mit dem Kanal, also das ist mein zweiter Kanal. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft und Energie noch hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn ihr wollt, unterstützt bitte Herrn Klaus, schaut rüber, lasst einen netten Kommentar da, Daumen nach oben und ja, wie gesagt, YouTube und Google, ganz ehrlich, vielen Dank dafür. Aber da, wo es wirklich drauf ankommt, ganz großer Nachbesserungsbedarf. Die Wertschätzung finde ich toll. Aber wenn ein Creator, der so viel Zeit, Geld und Lebenszeit in diese Firma reinsteckt, wäre das echt toll, wenn da ein bisschen mehr gemacht werden würde. Also in diesem Sinne, unentschuldigt bitte das Video außerhalb meines Contents, aber mir platzt bei sowas wirklich der Kragen. Und wie man in Bayern sagt, ganz ehrlich, die Scheiß-Hacker, ich hoffe, euch trifft der Blitz beim Scheißen. Also in diesem Sinne, ciao. Warum? Ich habe ihm nichts getan. Ich habe ihm nichts getan. Mein Gott, nochmal, warum? Warum?